Ich war letzte Woche auf der Demo auf dem Marienplatz und ich habe gefilmt. Und was ich gesehen habe, ist, wie Menschen abgeführt wurden von Polizisten mit Helmen auf, die sie schützen müssen vor Gewalt, und mit Masken auf, die sie schützen vor einem Virus. Auf der anderen Seite wir, die Demonstranten, in denen die Wut hochschoss, warum Menschen abgeführt werden, die doch vielleicht gar nichts Böses im Sinn hatten. Die Aggression schaukelte sich hoch bei den Demonstranten. Ich bekam Angst, denn ich stand zwischen Polizei und Demonstranten. Ich ging zur Polizei und fragte, warum werden diese Leute abgeführt? Die Demonstranten wurden immer aggressiver. Ich schrie Stopp in die Masse. Und dann schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Und der Gedanke war, genau so entsteht Bürgerkrieg. Wir kamen friedlich. Wir kamen zum Teil meditierend. Und dann ist eine Person da, in der Menge, die ausflippt, die Stress macht. Die wird von der Polizei abgeführt. Natürlich reagiert die Polizei darauf, aber das sind nicht wir. Worauf will ich hinaus? Was hier gerade geschieht, ist eine Spaltung der Menschen. Eine durch Angst ausgelöste Massenhysterie, die uns in Gefahr bringt. Die Menschen bringen sich selber in Gefahr, versteht ihr das? Die Medien, die geben nur den Anstoß, dass sich zwei Oppositionen bilden konnten. Habt ihr, liebe Menschen, auch jemanden verloren an Covid-19? Also ich schon, ich habe nämlich meinen besten Freund verloren. Ich habe Schüler verloren und ich habe Menschen verloren, die ich liebe und geschätzt habe. Sie sind nicht an diesem Virus gestorben. Nein. Sie haben mich beschimpft und sich von mir verabschiedet mit einem Ton, dass ich mich existenziell bedroht fühlte. Warum? Weil ich meine Meinung ausgesprochen habe. Ich wurde klein gemacht, als Nazi beschimpft und als Verschwörungstheoretikerin. Ich habe mich auf Facebook schon Verwirrungstheoretikerin genannt. Das kennt man auch, ja. Was ist mit dir los, Jessie? Du gehörst in die Klapse. Ah, in die Klapse. Wie die Anwältin Barner, oder? Reagieren machte es noch schlimmer. Irgendwann lag ich im Bett. Mir war kotzübel, ich hatte Kopfweh, die Leute wünschten mir Covid-19 an den Hals. Warum hatte dieses Virus die Kraft, jahrzehntelange Freundschaften zu spalten? Warum verkaufen die Medien der Masse Angst, Panik, Todeszahlen? Anstatt Gesundheit und die Stärkung des Immunsystems und ein Zusammenhalten. Wie kann es sein, dass im Äther läuft, dass Vitamin C und Zink nichts nützen? Aber die Masken, die schon! Ich finde diesen Maskenzwang sehr symbolisch. Waren wir als Menschheit nicht gerade dabei,
entfalte es auf meiner Facebook-Seite wieder. Meine innere Stimme fragt, haben wir alle mehr Angst vor dem Tod oder vor dem Leben? Haben wir uns jemals mit dem Sterben auseinandergesetzt, nämlich das Kindersterben in einer viel höheren Anzahl als an Covid-19? Was ist uns wirklich wichtig im Leben? Ist Liebe, Freiheit und seelische Gesundheit nicht auch ein hohes Gut? Fühlt sich die Angst wirklich stimmig an? Oder versucht sie mich zu spalten und meinen Blick auf andere aufzuspalten? Ich glaube, beide Seiten, sei es die Seite, die Drosten, Bill Gates und die Massenmedien als ihren Hero sehen, oder wir, die Demonstranten, die wachrütteln wollen um jeden Preis. Die Lösung liegt in uns selbst. Und wenn die Wut in mir hochkocht, weil ich mal wieder als rechts abgestempelt werde, weil ich meine Meinung gesagt habe, obwohl sich alles in mir dagegen sträubt, in irgendeine Schublade geschoben zu werden und ich diese Ungerechtigkeit nicht ertrage und denke, die Masse wird uns alle mitreißen, sage ich mir selbst, stopp! Hier geschieht die Spaltung, hier ist die Wurzel des Problems. Die Wurzel des Problems ist in mir. Mein Gegenüber will auch nur geliebt werden. Verletzungen auszuteilen rettet die Welt nicht. Bei dir zu bleiben, an dich selbst zu glauben, deine Standpunkte zu vermitteln, friedlich und das Licht im anderen zu sehen, hinter ihrer, seiner Angst. Das würde beiden Seiten gut tun. Denn dann wäre es unnötig, Menschen ihre Freiheit zu nehmen. Dann würde jeder das Beste für den anderen und sich selbst wollen. Denn wer aus Freiheit und Liebe handelt, will unweigerlich das Beste für jeden Beteiligten. Lasst uns gegenseitig unterstützen, uns selbst wieder mehr vertrauen, uns selbst mehr lieben. Ein Mensch, der sich selbst liebt, ist frei. Der lässt sich weder manipulieren, noch zu Aussagen provozieren. Dem geht es nicht mehr nur ums Überleben, sondern vielmehr darum, das Leben zu leben. Und sich frei zu entfalten. Lasst uns wieder lebendig sein, alle. Und mit dieser kreativen Lebendigkeit neue